Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen. Gestern haben wir DVD-Abend bei uns daheim gemacht. Ja, deshalb warst du gestern nicht am Stammtisch. Was für Filme hast du ausgeliehen, Willi? Ich hab im DVD-Verleih gesagt, ich hätte gern was Hartes, was Brutales, was voll an die Nerven geht und schocken tut. Und was für Filme dreht es? Zuerst haben wir Saft gesehen. Saf, um was geht's denn da? Da hat sich einer bei lebendigem Leib den Fuß abgesägt. Ja, und warum? Ja, und warum? Aber weil er gefesselt war und er unbedingt noch so einen Lutherscheu abgeben wollte. Was? Das war jetzt ein Gag erwähnt. Auf jeden Fall ist Blut drum gespritzt wie Sau. Da können Sie mir schlecht machen. Das kannst du aber laut Da können Sie sagen. mir schlecht machen. Das hat meine Frau auch gesagt. Da habe ich ihr einen Eimer vor die Couch gestellt. Und was hast du noch ausgeliehen? Dilemma des Schweigens. Kenn ich nicht. Um was geht's denn da? Bei Dilemma des Schweigens geht's um den Lektor Hannibal. Und der ist ein Kannibal. Der hat Leute umgebracht und hat sie dann verputzt. Also gegessen. Oh, wie eklig hier, da war's mir schlecht. Genau, bei dem Film hat meine Frau angekotzt. Ja, aber sag mal, guckt euch frei die Gruselfilme mit? Ah ja, so nicht so richtig, so halber. Was ist halber? Ah, die hat halt so Schiss, dass er sich die Hälfte vom Film die Haare zuhebt. Willi, du bist schön Handregel, ne? Lass deine Frau stundenlang die Kugelfilme angucken. Ah, na und? Normalerweise muss ich ihren Scheißdreck angucken, wenn sie das Fernsehprogramm bestimmt. Bei den Filmen erschreckst du aber nicht. Das ist der Unterschied zu Hut Simpel. Apropos bei Schrecken, bei einer langweiligen Stelle bin ich in die Küche und hab mir ein halbes Glas Kaschmarmelade ins Gesicht geschmiert. Ich hab ausgesehen wie der halbtote Zombie. Dann hab ich mich hinter meine Frau gestellt und auf ihre Schulter getippt. Dann ist sie zusammengezuckt, dreht den Kopf rum, guckt mich an. Dann hab ich gekriegt. Ist die erschrocken? Da ist vor lauter Schreck ist da das Gebiss aus der Gosch gefallen. Willi, du bist ein Hanox. Das war deiner Frau doch sicher peinlich. Nee, peinlich war nur, dass unser tappischer Hund das Gebiss aufgeschnappt hat und ist weggerannt. Ja, und haben Sie es mittlerweile wieder gefunden? Noch nicht, aber das finden sich wieder. Ich gehe mal nur davon aus, dass der Hund das Gebiss nicht anzieht. Und solange die Beißer schon nicht da sind, kann meine Frau mich nämlich auch geifern. Willi, brauchst du die Filme noch? Ja, ich wollte sie nachher abgeben. Das brauchst du nicht, die gibst du mir. Ich mach heute auch in DVD auch mit meiner Frau. Aber vorher trinken wir erst noch 3 Scholle, 2 Kötze und ein Bluder. Und Kaschenmarmelade muss ich noch kaufen. Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen.